Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Hearthstone auf Pelzig. Die Erweiterung der Verschwörung der Schatten ist jetzt verfügbar. Alle hopp, dann gucken wir doch mal, was das Spiel dazu sagt. Okay, was läuft jetzt ab? Sieht man noch Drache aus, oder? Sieht kompliziert, aber ziemlich cool aus. Und ja, Drache. Das Jahr des Drachen. Die Karten des Standardformats ändern sich jedes Jahr. Oh je, das sagt man nicht gerade so zu. Okay, die muss ich anscheinend umstellen. Nur Basiskarten, Klassikkarten und Karten der letzten 2 Jahre sind erlaubt. Im Standard wild, alle Karten sind erlaubt. Folgende Sets gehören jetzt zum wilden Format: Reisen nach Ungoro, Ritter des Frostthrons, Kobolde und Katakomben. Einige Klassikkarten gehören jetzt zum wilden Format und sind in Standardspielen nicht mehr gültig. Na klasse. Folgende Karten gehören jetzt zum wilden Format: die Verdammniswache für den Hexenmeister, Kreislauf der Natur für den Druide, die göttliche Gunst für den Paladin. Ebenso Gen Graumähne. Oh, du wusste ich gar nicht, dass es denn schon gibt. Spielbeginn. Eure Basisheldenfähigkeit kostet 1, wenn euer Deck nur Karten mit geraden Kosten enthält. Auch nicht verkehrt. Baku, die Mondschlingerin. Das ist auch ziemlich cool. Spielbeginn. Verbessert eure Heldenfähigkeit, wenn euer Deck nur Karten mit ungeraden Kosten enthält. Auch nicht schlecht. Und Schwarzer Kater für den Magier in, ja, ganz gewöhnliche Karte, keine legendäre. Okay. Dann noch Trübsee, Zitteraal, der Düsterhirsch und die Schillermotte, Schamane, Druide und Priester. Okay, einige dieser Karten besitzt ihr, deswegen möchten wir euch ein besonderes Geschenk überreichen. 840 Mana Staub kann ich sehr gut gebrauchen. Tja, das ist jetzt etwas doof, da wir unser Decks hier so nämlich spielen können. Das heißt, wir müssen tatsächlich zu Wild wechseln. Tja, wir haben aber auch neue Quests. Meisterjäger spielt uns direkt in die Karte. Eine Karte kommt selten allein. Spielt 6 Karten mit Combo aus. Okay, doch brauche ich ein Schurke-Deck. Und Schattenverschwörung spielt im Modus Spielen 25 Karten aus. Tja. Dann gucken wir hier nochmal kurz rein. Die können wir jetzt nämlich auch gleich aufmachen. Von der neuen Erweiterung. Was gibt's Gutes für uns? Gewöhnlich, gewöhnlich, gewöhnlich. Selten, gewöhnlich. Schade, hab gedacht, es wäre möglicherweise wieder Legendäre mit dabei. Was haben wir dann? Mana-Speicher für alle Klassen. Kostet 2 Mana, 0 Angriff und 6 Leben. Zauberschaden plus 1. Der violette Wächter für alle Klassen. 6 Mana kostet, 4 Angriff, 7 Leben. Spott und Zauberschaden plus 1. Auch nicht schlecht. Für den Hexenmeister, Brutmutter der Aranasi, Spott. Stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her, wenn ihr diese Karte zieht. Auch nicht schlecht. Zählt unter Kategorie Dämon natürlich. Und Schnüffler der Rüpelbande, Verstohlenheit 3-3-3. Ist Schattenseitenhehlerin für die Schurke. Kampfschrei erhält +1/+1 und Eifer, wenn ihr eine Karte einer anderen Klasse auf der Hand habt. Okay. Ach, gar nicht mal so verkehrt. Anscheinend gibt es auch ein neues Kartenchaos. Bitte nichts, wo ich ein Deck erstellen muss. Ich bin in sowas immer hundsmiserabel. Kartenkolosseum. Heroischen Kämpfern winkt heroische Beute. Für mehr Siege gibt es mehr Belohnungen. Nach 12 Siegen oder 3 Niederlagen endet die Runde. Ja, 3 Niederlagen sind immer so Sache, ne? Der Zugang zum Kartenkolosseum kostet normalerweise etwas, aber da es euer erstes Mal ist, geht's aufs Haus natürlich. Viel Spaß. Heute habe ich irgendwie mal einen Analphabet-Tag, kann das sein? Scheiße, ich muss auch noch ein Deck erstellen. Willkommen zurück, Gladiator. Erstellt diesmal ein Standarddeck und kämpft um verlockende Preise. Verflixt. Könnte man vielleicht mal mit dem Schurke probieren. Ein Standarddeck. Da muss ich gerade mal gucken, was für uns in Frage kommt. Nur die neueste Erweiterung, ne? Ja, wir hätten auch nur relativ geringe Auswahl. Okay, wir brauchen was mit Combo. Ich finde das immer ganz gut. Also es kann natürlich jetzt der absolute Murks wäre, wenn ich hier was bastel. Weil ich in sowas nie besonders gut bin. Aber dafür ist es direkt, ne? Ausweiten ist auch nie verkehrt. Der Rädelsführer der Defias schadet auch nie.
Für Dolchfächer brauche ich am besten... Ah, ne, Quatsch, das ist nicht mit der Waffe auf... Ja, Verrat ist immer ganz gut. Der Schädelbruch finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Attentat muss sein. Die Klinge des Assassinen machen wir auch mit rein. Moment, Attentate machen in Gold. Der SI7 machen wir auch mit rein. Und Sprinten machen wir noch mit rein. Dann brauchen wir noch ein paar Diener. Gerade mal gucken, ob ich noch... Ne, Moment, ein paar Zauber eventuell noch. Ach, ich mag die Musik. Okay, wir Spaß, machen wir auch die Klinge des Verderbens mit rein. Dann, gut sind immer die Agentum-Knapper. Die junge Priesterin ist auch nie verkehrt. Gucken wir noch, was wir sonst schon so drauf haben. Der Messerjongleur ist auch nie schlecht. Machen wir auch mal 2 von der Reihe. Dann ich weiß als nie, wie es da damit aussieht. Falls jemand eine Waffe hat, mache ich die nämlich auch ganz gern kaputt einmal. Also es ist jetzt kein Deck, was ich mal jetzt aus dem Internet rausziehe, sondern tatsächlich improvisiert. Verstohlenheit, ja, erhält +1/+1, nachdem euer Held angegriffen hat, ja, der schadet auch nicht. Der rastlose Abenteurer finde ich eigentlich auch immer wieder gut. Dann wäre ich noch für etwas höhere Karte. Wie war das mit dem nochmal? Wirkt am Ende eures Zuges ein Zauber, den ihr in diesem Zug gewirkt habt. Weißt du was? Wir probieren dann einfach mal aus. Wirft 3 anderen Dienern zufällig einen Hut zu. Ja, dann finde ich eigentlich auch ganz gut. Der Verteidiger von Argus ist auch nie verkehrt. Der Zauberbrecher brauche ich auf jeden Fall auch nochmal, falls irgendein Quatsch kommt. Gesichtsloser Manipulator ist auch gekauft. Tja, dann würde ich sonst noch... Für große Hocker ist eigentlich auch nie schlecht. Spott und Zauberschaden. Wie Spaß, den probieren wir auch mal aus. Der Champion von Sturmwind kann auch nie schaden. Alexstrasza kann natürlich so Ass im Ärmel sein, wenn man sie dann mal zieht. Todesschwinge vernichtet alle anderen Diener und werft eure Hand ab. Ja, das ist meine Trumpfkarte, Deathwing. Ansonsten würde ich sagen, wir holen uns noch Hocker mit an Bord und holen uns noch eine Clanny-Card mit dazu. Irgendwas, was nur Ends kostet. Beispielsweise hier der ruchlose Unteroffizier, der kann Anni schaden. Okay, probieren wir doch mal unser Glück. Während dieser Chaosrunde könnt ihr euer Deck nicht bearbeiten. Ist dies euer endgültiges Deck? Ja komm, wir probieren es einfach mal aus. Ich bin mal so dreist und versuche einfach mal mein Glück. In der Hoffnung, es möge funktionieren. Ein paar Kombo-Karten haben wir ja auch, damit wir ein bisschen schurkisch agieren können. Und ansonsten haben wir halt jede Menge Diener aus dem Allgemeinen. Oh, klasse. Ja, Majev zeigt uns wahrscheinlich, wie es richtig geht. Niemand entrinnt meinem Zorn. Ich bin die eiserne Hand der Gerechtigkeit. Aber mindestens. So, da haben wir doch schon mal ein paar kleine Karten auf der Hand. Das finde ich immer ganz gut als Start, ne? Da können wir nämlich gleich mal in der allerersten Runde hier der Rädelsführer der Defias ausspielen. Joink. Dies ist unsere Stadt. Seid gegrüßt. Das ist doch schon mal kein schlechter Auftakt. Ansonsten bei der ist halt das Problem, ne? Die hat halt nur... Teilt halt Ends aus. Okay, das fängt ja schon mal dicker an. Aber wir haben unseren Messerjongleur. Der kann auch nicht schaden. Dann nehmen wir... Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Genau. Habe ich schon übrigens erwähnt. Wo war das nochmal mit dem Uff? Oh, der Schimmerfuchs. Was macht dann der? Erhaltet eine zufällige Karte von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Oh, das ist gut. Wisst ihr was? Wir machen ein bisschen Schampel. Joink. Und hoffen, dass es trifft. Das Licht beschützt mich. Mindestens. Und... Schade. Dann... Machen wir das anders. Mein ist die Gerechtigkeit. Ich könnte nämlich drauf wetten, wenn ich die junge Priesterin ausspiele, die nur Lebe hat, stürzt es sich sofort drauf. Habe ich schon erwähnt? Laser! Hier war das. Genau. Roter Knopf war Laser. Immer wichtig und merke.
So, jetzt muss ich halt versuchen, das irgendwie noch hinzukriegen. Okay, das wurde mit Combo ausgespielt. Aller hopp. Schade drum. Dann probieren wir halt den Hansel. 3 anderen zufälligen Dienern. Tja. Gefällt mir nicht so gut. Weil +1 sind sie immer noch auf der Todesliste. Das ist nicht gut. Mein ist die Gerechtigkeit. Probieren wir es so. In der Hoffnung, dass jetzt kein großartiger Diener ausgespielt wird. Aber höchstwahrscheinlich wird sie jetzt ein Diener ausspielen oder er. Bei dem Nickname kann ich ja nicht wirklich sagen, um was es sich hier handelt. Ob Frau oder Mann. Oder diverse. Okay, einfach nur von der Klasse und nicht das, was ich auf der Hand habe. Alle hopp. Blut und Beute. Okay, du könntest mir jetzt ein bisschen abwarten für den Verrat. Der gesichtslose Manipulator, den möchte ich dafür nicht rauswerfen, um ehrlich zu sein. Nee, da habe ich gerade nichts, was ich ausspielen kann. Muss ich einfach mal so beenden und die Prügel kassiere. Ich nehme das. Sehr gut. Die 2 sind auf jeden Fall tot in der nächsten Runde. Bleibt nur noch der Spotti in der Mitte. Was macht dann der? Kampfschrei entdeckt einen Zauber einer anderen Klasse. Plünderin der Rüpelbande. Entscheide ich oder ist meine Internetverbindung wieder tot? Nee, okay. Liegt an ihr oder ihm. Haut ab. Ja, das tut jetzt noch weh. Wir müssen nur irgendwie durch. Machen wir folgendes. Zack. Die sind schon mal sicher tot. Der wird entspottet. Eure Magie wird euch nicht retten. Und der wird verprügelt. Gerechtigkeit. So, der kann jetzt natürlich seinen Pirat opfern, um einen Zauberbrecher niederzumachen. Schauen wir mal. Gesichtsloser Manipulator ist immer noch so mein letzter Trick. Oder naja, eigentlich ist Deathwing mein letzter Trick. Aber der gesichtslose Manipulator ist auch immer nicht schlecht, wenn die irgendeinen tolle Diener rufen. Ih. Jetzt wird es allmählich aber hässlich. Wahrscheinlich jetzt nochmal drauf, ne? Gerade jetzt, wo ich meinen Zauberbrecher ausgespielt habe, ist das natürlich richtig fies. Okay. Jo, er opfert den. Aller hopp. Mir bleibt ja nichts anderes. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Dann kopieren wir das. Mein ist die Gerechtigkeit. Irgendwie müssen wir da ja was draus machen. Jetzt bin ich mal gespannt, was... Oh, Schiete. Na gut. Gut gespielt. Das war's dann mit mir, ja. Jo. Alle hopp. Na gut. Gut gespielt. Das ist natürlich ein gutes Deck, ja. Das ist immer so mein Problem mit diesem 3-0 Verlierer und so. Hä? Das ist etwas blöder. Und kann nämlich bearbeitet werden, natürlich. Okay. Ich rechne einfach mal damit, wenn sich hier niemand freiwillig ergibt oder die Internetverbindung abkackt, dann kassieren wir 3 Niederlagen ohne irgendeinen Sieg. Ja, das ist Standard, wenn ich selber Deck erstellen muss. Das ist immer kacke. Majev gegen Jade. Wie gesagt, ich bin leider kein besonders talentierter Deckbauer. Niemand entrinnt meinem Zorn. Das sind schon mal gleich 3 dicke Hunde auf einmal. Das machen wir nicht. Ich gehe das Risiko ein, 3 neue dicke Hunde zu kassieren. Fast. Okay. Ui, das ist eine neue Arena. Die kenne ich noch nicht. Seid gegrüßt. Gut gespielt. Ach, gut gespielt, sagt sie schon. Die Jaina. Oder der Florin Rusu. Dankeschön. Danke. Das ist aber echt cool gemacht hier. Gefällt mir mal wieder sehr gut. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Ist das hier von Verschwörung der Schatten oder von was? Ups, von was ist dann das hier? Jeder Spieler zieht 2 Karten. Forschungsprojekt. Okay, nicht schlecht. Dann legen wir doch mal vor. So. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Legen wir doch erstmal ein bisschen vor. Oh, jetzt ist was Neues erschienen mit Pilze hier, der fliegende Teppich. Die Geräusche.
Pfui Teufel. Und Mana-Würm. Ja, den wollen wir so schnell wie möglich eigentlich loskriegen, den Kasper. Ach Gott. Tor gesprengt vor lauter Gut. Hier. Passiert nichts. Oh oh. Das gefällt mir jetzt schon gar nicht. Ich vermute aber beim Magier, dass keine Waffe kommt. Deswegen haben wir mal Folgendes. Und joink. Ja, schade. Okay, dann müssen wir das leider so machen. Scheiß drauf. Wir gehen volle Wumme drauf. Auch wenn es bedeutet, dass der jetzt möglicherweise nochmal aufgepusht wird. Zur Not hole ich mal einen Dolch in die nächste Runde. Ja, mit sowas habe ich gerechnet. Okay, da habe ich aber noch 2 unversehrte Diener auf der Hand. Auf dem Schlachtfeld. 8 Karte. Im Vergleich zu mir mal wieder mit 4. Ich bin halt wirklich so ein Karte-Sofort-Raushauer. Ich bin einfach nicht der Karte-Horter. Deswegen bin ich ein relativ ungeduldiger Spieler. Und relativ leicht zu besiegen für Profis. Gefällt mir aber, wenn das alles so ein bisschen violett und magisch kalte ist. Ich glaube sowieso, ich bin der einzigste Typ, der irgendwie violett als Farbe mag. Okay, dann... Das Licht beschützt mich. Das ist gerade so kracht. So, drauf. Hüte für alle! So, sieht doch gar nicht mehr so scheiße aus. Abwarte aber. Ich weiß nicht, was du noch für einen Kracher kommt. Je mehr Mana-Kristalle, desto höher das Risiko, dass hier der absolute Brüller kommt zum Schluss. Ach ja. Warten wir mal ab. Diese Kristallgeräusche sind auch ziemlich geil. Naja, vielleicht stauben wir hier noch einen Mitleidssieg ab. Immer optimistisch bleiben. Also derzeit sieht's gar nicht mehr so schlecht für mich aus. Wie gesagt, 13 Lebenspunkte vom Gegner. Ich habe noch volle Lebenspunkte. Was soll ich nur tun? Also entweder stimmt bei dem irgendwas nicht oder bei mir stimmt mal wieder was nicht. Und ich befürchte immer bei Hearthstone, da das halt leider online ist, dass es immer mit meiner notdürftigen Internetverbindung gerade hapert. Der war gut. Der war sogar verdammt gut. Da können wir aber kontern. Genau für den Fall habe ich den hier mit dabei. Eure Magie wird euch nicht retten. Und wir machen das. Das. Und das. So. Weil so riskiere ich nicht unnötig irgendeinen Diener von mir. Musik hat auch irgendwie was für sich hier von der Arena. So, dann müssen wir mal schauen, was wir in der nächsten Runde noch Großartiges machen. Ich bin die Wurzel. Oh. Okay. Dann machen wir den weg. Wir holen uns noch einen Diener. Mein ist die Gerechtigkeit. Hüte für alle. So, das sieht doch gar nicht mehr so scheiße aus. Außer es kommt jetzt der Flammenstoß, was jedem Diener 4 Schade zufügt. Dann haben wir natürlich richtig ins Hemd geschissen. Oder Blizzard, der ist ähnlich fies. Ja, das ist halt das, ne? Dafür haben wir den hier noch. So, machen wir das. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Mein ist die Gerechtigkeit. Gut gespielt. Zack. K.O. Danke. So, das war doch mal ein Erfolg. Das ist immer die Endperson, die ein noch schlechteres Deck als ich zusammengestellt hat.
Und auf die bin ich glücklicherweise noch gestoßen. So, da. Okay, eigentlich haben wir jetzt 20 Minuten rum, aber weil es so lustig ist, probieren wir es noch einmal. Und schauen mal, was dabei rauskommt. Also ein Mitleidssieg haben wir wenigstens. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Also der Ehresieg ist zumindest hergestellt und der wurde nicht durch fehlerhafte Internetverbindungen zustande gebracht. Also immerhin, ne? Okay. Sehen wir einmal einen Hexenmeister, das ist auch gut. Eure Seele wird mir gehören. Niemand entrinnt meinem Zorn. Okay, schlechte Karte für den Anfang. Behalten wir außer der Verrat. Oh, Mist. Das ist natürlich etwas blöder. Der kostet mir viel zu viel, der Knaber. Und die Münze hätte ich hier natürlich sehr gut gebrauchen können, weil so nützt der mir in der frühen Phase nicht so viel. Es sei denn, ich kriege nochmal dieses, was 0 kostet, um unverletzte Diener 2 Schade zuzufügen. Dann kann ich natürlich meinen Rädelsführer der Defias ausspielen. Komm, entscheide ich, Berschel. Oder bin's ich, an dem sie da hängt? Ah, das ist immer so blöd, wenn ich es als nicht weiß, ne? Aber er scheint ja wohl irgendwas auszuwählen hier. The Soulven. Weil gerade, wie gesagt, bei diesen internetbasierenden Dinger hier, wenn ich ja noch auf meine Ersatz-Internetverbindung zurückgreifen muss. Ja, ich hab was gedacht. Okay. Wir können aber ganz normal weiterspielen. Das lag tatsächlich an mir, hat aber wohl nur einen Wackelkontakt gehabt. Seid gegrüßt. Na dann, meine erste Karte, die ich gezogen habe, war anscheinend Müll. Okay, ich kann mit der Karte, mit der Arena interagieren. Das heißt, so schlimm ist es nicht mit der Internetverbindung bei mir. Aber gerade weil ich hier immer diese Notlösung machen muss, weil in mein eigentlicher USB-Port fürs WLAN kommt halt mein Mikrofon rein, ne? Das ist halt etwas doof. Aber ich glaube, wir haben es gerade beide ein bisschen mit unserer Internetverbindung, kann das sein? Der kann anscheinend auf seine Karte zugreifen. So Kriegt das noch hin? Spannend, spannend. Ein taktischer Fehler. Schade drum. Na gut. Mein ist die Gerechtigkeit. Hauen wir einfach mal drauf. Okay. Hat anscheinend tatsächlich Internetverbindungsprobleme. Ah, Eva. Ruft 3 Skarabäen 1-1 herbei. Das gefällt mir nicht so gut. Ne. Okay, jo, dann machen wir das. Mein Und ist drauf. die Gerechtigkeit. Jo. Dann ist der nämlich ein bisschen stärker wieder. Okeli dokeli. Das ist doch gar nicht mal so scheiße für den Anfang. Ich habe mir es schlimmer vorgestellt. Rohling der Rüpelbande, ja. Da brauche ich halt immer einen Dolch parat, damit der weiter wirken kann. Ist aber komisch, dass die Musik auch noch die Auswahlmusik ist und nicht die Arena-Musik. Scheißendreck. Das ist nicht gut. Oh oh. Oh oh. Das können wir wohl knicken. Okay. So. Dies ist unsere. Das Licht beschützt Und so. Gut, irgendwie müssen wir ja auch aufbauen, ne? Anders geht es jetzt nämlich. Wenn der hier so flinke Karte parat hat, der Übeldenker, Übel-Denker, vernichtet einen befreundeten Dienern und 2 zufälligen Lakaien auf die Hand zu halten. Das ist heftig. Gesichtsloser Lakai. Ruft einen zufälligen Diener herbei, der 0 kostet. Na, scheiße. Der 2 kostet. Licht beschützt mich. Na, großartig. Der haben wir richtig in die Hose geschissen hier. Oh Gott! Fantastisch. Das ist verdammt übel. Okay. Tja. So. Mein ist die Gerechtigkeit.
Und da müssen wir warten für eine Niedrigkostenkarte, falls wir überhaupt so lange leben. Damit ich hier noch Combo einsetzen kann. Mit ganz viel Glück leben wir noch so lange, um den hier einzusetzen, damit wir den ganzen Rotz hier vom Schlachtfeld fegen können. Ja, wie gesagt, mich irritiert es etwas, dass hier nur die Karteauswahlmusik noch läuft. mich ab. Mein Schild für Argus. Oh, leck mich doch am Berzel. Natürlich. Au. Okay, dann probieren wir es mal dort mit. Für solche Fälle ist der gedacht. Je nachdem, wenn er einen Wieste Zauber hat, dann war's das. Aber ansonsten müsst ihr den opfern, um den zu knacken. Dann ist zumindest ein dickster Hund vom Feld. So der Gedanke zumindest. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Ja, ich mag das nicht, was hier sich abbahnt. Ja, genau. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Au. 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 Okay. Genau für so einen Fall haben wir Hocker. Schade, dass ich die jetzt in einsetzen kann. Na gut, dann machen wir es halt... Moment. Einen Schadenverursacher. Zip. Und 2 Schadenverursacher. Zip. Und lassen wir es mal gut sein. Okay. Ach ja. Na dann. Gut gespielt. Gut gespielt. Danke. Ja, diese letzte Niederlage in der Episode musste ich jetzt einfach nochmal abkassieren. Aber immer hier. Eine Karte kommt selten allein, spielt 6 Karten mit Combo aus. Und Schattenverschwörung spielt im Modus Spielen 25 Karten aus. Und noch einmal eine mit Hexenwahl sogar. Juhu! Okay, neue Quest. Spielt 3 Spiele im Modus Spielen. Alle hopp, kriegen wir hier. Und einen Meisterjäger natürlich noch. Gut, da würde ich ja was sagen, ihr liebe Leute. Ich mache an der Stelle meinen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Hearthstone auf Pelzig, wo wir auch hier die Kartepackungen natürlich dann öffnen werden. Das machen wir nämlich heute. Bisschen Spannung für die nächste Episode muss es sein. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Iron Yankee.